Leute, liebe Satiriker, liebe Kabarettisten, liebe Luise Kinseer, lieber Jan Böhmermann, wird's alle heißt, bitte macht's weiter, lasst euch nicht so in der Ecke drücken, lasst euch nicht Plädorien, gell, ihr habt's recht. Ich bin so froh, dass ich in einem Land leben darf, da wo wirklich noch Meinungsfreiheit gilt, gell. Ich darf so reden, wie mir der Schnabel gewachsen ist, da bin ich stolz drauf, wirklich. Nein, man darf sagen, was ist denn Satire? Was ist denn Satire? Das ist das, was man sagt, was bewahrheitet ist, was jeder weiß, nur keiner traut sich sagen. Das ist Satire, gell? Die Leute regen sich aber auf, gell? Aber warum? Ne? Man sagt doch bloß, was Sache ist. Wirklich, Satire ist zum Beispiel zum Sagen, fette Weiber in Leggings schauen scheiße aus. Das ist Satire. Ne? Jetzt werden sich die fetten Weiber aufregen, ja, das ist beleidigend, dem zeige ich auch einen Scheißdreck. Das ist einfach so, das denkt ja jeder, das weiß ja jeder. Liebe Weiber, wenn ihr einen Hagelschaden am Arsch habt, der die Versicherung nicht mehr zahlt, gell? Du, da zieht man keine Leggings nicht an, weil es einfach scheiße ausschaut. Das ist ja so. Genauso ist Satire zum Sagen. Männliche Fitnessstudio-Besucher sind im Schnitt 27 Jahre alt, männlich und 1,62 groß. Ne, typische weibliche Fitnessstudio-Besucherinnen sind 27 Jahre alt, männlich und 1,62 groß. Das darf man sagen, das ist Satire. Gell? Das ist ja so. Es stimmt halt einfach auch. Weißt? Und der Mo, sagen wir mal ehrlich, im Fitnessstudio, du vor lauter Pillenschluckerei, der hat ein Pipperl beieinander, du so dick wie ein Bratwürstel und so lang wie ein Patik-Essiggurkel in Mixpixels-Glasel. Das ist einfach so. Gell? Und du, was das Fegeln betrifft, Fegeln kann das sowieso nicht mehr. Weil ein Radl, ne, ohne Ständer, steht länger und besser wie sein Pipperl. Das ist ja so. Genauso ist Satire, wenn man sagt, hey, Feuerwehren, die feiern vornewei mit 1,28 Maß im Gesicht und ein paar Rüschel im Barzelt. Das ist einfach so. Geil, Muck? Ja. Ich meine, für was feiern wir sonst der Fahrerweih? Dann brauchen wir bloß einen Festzug machen, ne? Und Fahrerweih und Kirche und dann können wir alle wieder heimgehen. Man stellt ein Bierzelt auf und kein Spezizelt. Deswegen darf die ruhig auch was saufen. Und wenn man das dann sagt, dann ist das Satire. Und das darf man auch sagen. Und ich bin froh, dass ich das sagen darf. Meinungsfreiheit in Bayern. Gell? Schöne Landschaften in Bayern. Ein gutes Bier in Bayern. Ich brauche einen Erdogan, den Deppen nicht. Der kann ruhig motzen, die alte Fackelfotzen nicht. Ich bin froh, ein Bayer zu sein. Da bin ich, da bleibe. Da brunzt ich, da speibe. Prost, für euch.